Guten Morgen, Dario. Wie Morgen. geht's? Ja, mir geht's gut und selber. Danke gut. Schön, hast du dich bereit erklärt, mit uns ein Interview zu machen. Also, du bist die erste Person, was und wir haben schon einmal ein Interview gemacht, aber ich habe Fehler gemacht und es hat es nicht richtig aufgenommen. Also, merci, dass du das zweite Mal bereit bist, deine Zeit uns zu schenken. Äh, Also kannst du dich gut kurz vorstellen? Ja, kann ich. Ich bin der Dario, 31, ursprünglich aus Zagreb, Kroatien. Äh, von Beruf bin ich der Softwareingenieur und ich arbeite in Rotkreuz als Projektleiter bei einem IT-Unternehmen. Ich wohne und bin verheiratet, also ich wohne mit meiner Frau, bin verheiratet, die in Luzern. Kanton Luzern. Schön. Also nicht in der Stadt, sondern Kanton Luzern. Bist du in der Nähe vom Vierwaldstättersee? Äh, Vielleicht 7 oder 8 Kilometer, so etwa. Also könnt ihr ab und zu dort schwimmen an See? Ja, das sicher. Also im Sommer, das haben wir, ich denke jetzt 2 oder 3 Mal gemacht im Sommer. Aber jetzt ist Corona gewesen und es ist ein bisschen auch so ein bisschen nicht so angenehm, gewesen, wenn viele Leute da in einer Gruppe sind. Dort musst du ein ruhigeres Plätzchen suchen. Genau. Also und wie lange bist du schon in der Schweiz? Wie lang? Also ich bin in der Schweiz seit mehr als 4 Jahren jetzt. Also das ist genau seit dem Oktober 2016. Und ist deine Frau gerade direkt mitgekommen und ohne Probleme, oder? Ja, So ist sie gerne mit dir in die Fremde gekommen? äh, ja, also sie hat mich immer unterstützt und habe so mit mir alles zusammen erleben. Und darum habe ich, also ist das kein Problem gewesen. Also wie man das so auf Deutsch, auf gut Deutsch sagt, also die Liebe wächst, also mit der Entfernung. Oder? Das ist wirklich gesehen also bei uns. Und sie hat auch ziemlich gut Deutsch geredet. Und Also das, das heisst, äh, du hast, ihr habt einander fest vermisst, oder? Ihr seid ein Zeitchen getrennt gewesen und habt gemerkt, nein, wir wollen wirklich zusammen sein. Ja, ja, so meinst du das? genau so ist es gesehen, ja. Und also ich bin nie so mehr als 2 Monate allein gewesen. Also das heißt, sie hat mich so immer wieder besucht, also überall. Ich bin international unterwegs gewesen. Ich habe zuerst also in Kroatien gearbeitet. Ich habe auch studiert so in einer Stadt, wo 100 Kilometer äh, entfernt ist von meiner Familie, wo ich also aufgewachsen bin. Ähm, und dann habe ich später also in den Niederlanden so gearbeitet und dann in Budapest, also bei einer Schweizer Firma. Ähm, Dort habe ich auch 2 Monate in Zürich gearbeitet. Das ist also vor meiner Einreise in die Schweiz gewesen. Und ja, und es ist kein Problem für uns, so, also auf Distanz zu leben. Ja, aber mit der Zeit eben merkt man, also es hat keine Zukunft auf Distanz, ja. Ja, logisch. Also, dann Ja. haben wir, jetzt sind wir verheiratet und jetzt leben wir zusammen. Also, Ähm, hast du schon seit dem Anfang Schweizerdeutsch gelernt? nein, also mein Deutsch, wo ich also in die Schweiz gekommen bin, mein Deutsch ist etwa so C1 gewesen. Und ich hatte zuerst wollen, also mit der Arbeit auf Deutsch vertraut sein. Zuerst, bevor ich mit dem Schweizerdeutsch anfange. Ja, also ich habe zuerst alles natürlich auf Kroatisch gemacht und dann auf Englisch in den Niederlanden und Budapest. Und dann habe ich wollte zuerst auf Deutsch.
also Schriftsprache. Und jetzt seit einem Jahr, vielleicht ist es echt ein bisschen mehr, aber seit einem Jahr etwa, lehre ich so intensiv Schweizerdeutsch, weil ich ja, in Luzern wohne. Und wie lernst du Schweizerdeutsch? Hast du uns einen Tipp? Also, wenn du sagst, du lernst erst seit einem Jahr, dann hast du natürlich das Deutsch hilft, was du schon kannst. Genau. Aber du hast doch sehr viel Fortschritt gemacht. Ja, merci. Also ich muss sagen, ich habe zuerst also Englisch gelernt und dann Deutsch gelernt und jetzt Schweizerdeutsch. Das hilft, also wenn man so mehrsprachig ist, das hilft weiter. Es gibt so viele ähnliche Wörter auf Deutsch. Es gibt Wörter, wo man so in der Schweiz, also englische Wörter, die man braucht im Schweizerdeutsch. Und es gibt in Kroatisch sehr ähnliche Konstruktionen, die gleich funktionieren. Also das ist wichtig zu erwähnen. Wie Schweizerdeutsch? Ja, Spezifisch? genau. Ja? Zum Beispiel im Kroatischen, wir haben auch Gümmer, Simmer und so weiter. Das gibt es nicht Aha. in Deutsch, aber es ist Kroatisch und dann kann ich das verstehen und merken, mir merken. Ja, das hilft. Und wir sagen auch Trottoir, wir sagen auch Slavabo. Eigentlich es gibt so. Also französische Begriffe in der Sprache. Genau, wir haben auch viel französische so Begriffe und Aber Wörter. Velo sagen ihr nicht. Nein, das nicht. Aber das habe ich schnell gelernt, weil das überall ist. Genau. Okay, und ja, das ist also das Erste. Und dann, was habe ich noch sagen? Aha, Ein Tipp. ich lehre Schweizerdeutsch, ja. Hauptsächlich ist das auf YouTube und durch ständige so Wiederholungen von gleichen Podcasts. Ja, das mache ich so, dass ich zum Beispiel auf SRF, es gibt so SRF Nachtwacht zum Beispiel, und das tue ich so abladen und dann also ständige Wiederholung. Zum Beispiel ich höre 30 Mal das gleiche Podcast. Auch zum Beispiel 30 verschiedene Podcasts. Das hilft, dass ich besser das merke. Ich muss also einfach nur die ganze Zeit wiederholen und das ist Also, der Schlüssel. am Schluss kannst du es praktisch auswendig. Ja, also die Konstruktionen aus Schweizerdeutsch kannst du auch auswendig alles. Also nicht Wörter, alles mit Wörtern. Aber du kannst Konstruktionen auswendig richtig brauchen, grammatisch richtig. Und Genau. dafür brauchst du mehrere Kombinationen und mehrere Wiederholungen. Darum ist es gut, wenn man zum Beispiel in ganzen Sätzen lernt. Nicht nur Wörtli büffeln, Wortschatz büffeln, sondern Genau. wenn du ganz das so siehst im Satz einbettet, ja. Genau, also Wortschatz ist wichtig, also das tue ich da sowieso unterwegs aufnehmen, aber Konstruktionen, das kann schwierig sein, weil es gibt mehrere Wörter. Auf jemanden warten, dann musst du jemanden und warten und auf muss gehen. Das ist jetzt ein einfaches. Genau, und wenn du das übersetzt auf Englisch zum Beispiel, heißt das to wait for somebody. Ja, es ist wirklich, ja, genau. Und darum muss ich die Konstruktion wissen. Ja. Und ich habe auch so ein paar, es gibt so einige Bücher auf Schweizerdeutsch, nicht viele, aber es gibt ein paar, zum Beispiel wie «Heute zusammen». Das ist nicht da, das ist in einem anderen Zimmer. Aber das ist, also das habe ich mehrmals gelesen. Also solche Bücher tue ich mehrmals durchlesen, damit ich das merke, so gut wie möglich. Und mein Tipp wäre vielleicht, dass eben besser 30 Mal das Gleiche als 30 verschiedene Inhalte so nur einmal zu wiederholen. Genau. Manchmal wenn wir immer mehr und mehr und mehr, aber vielleicht ist es gut, ein bisschen tiefer zu gehen bei etwas. Genau, das ist unglaublich wichtig, ja. Ist das ein Zufall gewesen, dass du in die Schweiz gekommen bist, oder hast du eigentlich schon geplant, als du in Kroatien warst, auch einmal möchte in die Schweiz arbeiten? Meine Firma in Budapest hat Verstärkung gebraucht, und genau zu Luzern. Also zum ehrlich sein, also ich habe gehört von Genf, ich habe gehört von Zürich,
Mhm. Und Basel, aber ich habe nicht gehört von Luzern und Umgebung, ich habe nicht gewusst, wie das da ist. Und darum habe ich das ein bisschen so untersucht, recherchiert. Und ich habe, also mein Deutsch ist ziemlich gut gewesen und dann habe ich gedacht, das sowieso nicht. Ja, ich bevorzuge es sowieso, also die eigene Komfortzone zu verlassen. Äh, Mhm. Das habe ich gelernt, also bis da, so kann ich am schnellsten so Fortschritte machen. Mhm. Ja, also du würdest sagen, du bist ein abenteuerlicher Mensch. Liebst Abenteuer. Ja, Abenteuer, ja, vielleicht so langfristige Investition, zum Beispiel, wenn du lernst eine Sprache, das musst du 5 Jahre so ziemlich so intensiv mal machen, damit du das kannst brauchen eigentlich. Äh, Mhm. Besonders beim Schaffen. Äh, also ich bevorzuge eine langfristige Investition immer. So zum Beispiel wie Sprache oder wie zum Beispiel eine Fähigkeit wie Programmieren. Wenn du das Mhm. hast, dann hast du das brauchen und du kannst das nicht so einfach verlieren später. Du hast das Fundament, Mhm. oder? Mhm. Genau. Und wie gefällt es dir in der Schweiz? Also, und was gefällt dir besonders? Äh, Vor allem direkte Demokratie ist cool für mich. Das ist so einzigartig auf der Welt. Und auch Pünktlichkeit, hohe also Technologiestandard, das ist auch sehr wichtig für mich, weil ich so ein Softwareingenieur bin. Ähm, Sauberkeit, also ziemlich sauber in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, würde ich sagen. Und die Mehrsprachigkeit, das ist cool, auch, das ist auch speziell. Also es gibt so Länder, die auch Mehrsprachigkeit haben, zum Beispiel wie Indien und ich denke Luxemburg auch. Mhm. Ähm, aber das ist auch sehr selten. Und ja, das Fondue, das Fondue Mhm. ist auch, das ist auch also eines von meinen besten, also Lieblingsessen. Mhm. Schön. Und äh, was ist so deine Erfahrung? Kann man sich in der Schweiz gut integrieren? Oder hast du etwas Spezielles gemacht, um dich besser zu integrieren? Ähm, ja, also eben pünktlich sein, das würde ich sagen, das ist sehr wichtig. Also pünktlich sein zuerst. Und je nachdem, wo man ist, also die Sprache lernen, zum Beispiel in der Deutschschweiz, wäre das Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Also mindestens Schweizerdeutsch verstehen. Jetzt tue ich das lernen, weil das für mich cool ist. In Welschland nehme ich auch Französisch. Also ich bin nie in Welschland gewesen, aber ich nehme an, das ist wichtig dort. Äh, Ich würde sagen, es ist auch wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Ähm, und es ist auch mega wichtig, dass man Geduld hat, also mit den Leuten und Sprache. Ja. Das ist auch, also aller Anfang ist schwer, ja, wie man das schön Mhm. sagt. Und das passiert nicht über Nacht. Also das ist so ein Prozess, wo viel Zeit und Fokus und Geduld erfordert. Ja. Das kannst du nicht so einfach über Nacht machen. Ja. Hast du das Gefühl, die Schweizer sind reservierter und es braucht länger Zeit, bis man an sie kommt, so. Bis man Freundschaften kann schliessen kann? Zurückhaltend, ja, würde ich sagen, aber dann, wenn du das Vertrauen kannst aufbauen, dann ist das, würde ich sagen, eine starke Beziehung. Das ist bei mir mindestens der Fall gewesen in den letzten 4 Jahren. In den letzten Mhm. 4 Jahren. Würdest du sagen, du bist jetzt gut integriert? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht selber sagen und abschätzen. Aber ja, ich glaube, also ich kann gut verstehen, ich kann gut Leute verstehen. Ich glaube, also ich bin finanziell unabhängig. Ich versuche immer pünktlich zu sein und ich bin pünktlich. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, was andere würden sagen. Das nimmt mich Wunder eigentlich. Machst du auch irgendwo mit, in einem Verein oder so?
Oder du Sport machen mit Schweizer? Oder? Ja, das habe ich gemacht so am Anfang, aber jetzt ist es schwer wegen Corona. Ist ja das alles Genau. so aufgehört zur Zeit. Mhm. Mal schauen, was passiert so nach Corona. Ja, also mit Corona ist es schwieriger, sich zu integrieren. Ja, Vielleicht sind wir auch skeptischer den Fremden gegenüber oder so. ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist das nicht der Fall gewesen. Also, Mhm. also über WhatsApp habe ich so viele Gespräche mit den Leuten, wo also ich lerne mit ihnen so Schweizerdeutsch. Also sie bringen mir Schweizerdeutsch bei und ich bringe ihnen Kroatisch bei, wenn sie wollen. Also das sind so Tandems, so Tandem. genau. Ah, das ist auch ein guter Tipp, ja, dass man irgendeinen Tandempartner sucht Tandempartner, das ist gut, ja. und gegen so sein Wissen kann austauschen so ein bisschen. Genau, wir machen so halbe Stunde Schweizerdeutsch, halbe Stunde Kroatisch, halbe Stunde Schweizerdeutsch, halbe Stunde Kroatisch, so 2 Stunden in einer Woche und so kannst du auch Freundschaft aufbauen und viele Sachen erzählen. Also sie wissen zum Teil so besser von mir als meine Mutter jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, du redest mit ihnen mehr als mit deiner Mutter. Ja. Mhm. Also, hast du manchmal Heimweh? Ja, also ich bin schon dran gewöhnt, dass ich international unterwegs bin. Das ist am Anfang so, ich habe auch studiert zum Beispiel, also 100 Kilometer, also Zwarestin habe ich studiert und meine Familie ist Zagreb. Das ist so 100 Kilometer fast Unterschied. Und heutzutage können wir Skypen oder Zoomen zum Beispiel. Und im Normalfall gehe ich meine Familie so einmal im Jahr besuchen. Oder sie fahren zu mir auf Luzern. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwieriger wegen Corona, aber hoffen wir, das wird sich bald so ändern. Tust du dann meistens mit dem Auto heimfahren oder nimmst du den Zug oder das Flugzeug? Das ist vielleicht auch so eine Sache, also für einen Tipp zum Sprachlernen. Also ich habe kein Auto und ich immer, wenn ich unterwegs bin, bin ich im Zug oder im Bus und dann tue ich so Podcasts hören oder tue ich so Bücher lesen. Das hilft. Also zum Beispiel es gibt so Zug, wo du kannst schlafen, also Ein Schlafwagen. Nachtzug mit Schlafwagen. Ja, Schlafwagen zum Beispiel. Und dann tue ich so Bücher lesen. Das ist so eine Reise mehr als 10 Stunden insgesamt. Und dann tue ich so fast das ganze Buch lesen. Also, Ja, und du musst nicht am Steuer sitzen und bist erholt, wenn du ankommst. genau. Du hast mehr Zeit. Also das ist schon so ein Tipp. Ja, aber unterwegs triffst du manchmal Leute und tust mit ihnen reden. Was meinst du unterwegs? Also im Zug tust du viel mit Fremden reden. Also eben jetzt nicht, also sicher, also Ja, mit der ja. Maske und so. Aber ja, also wenn jemand in einer so Kabine ist, oder wie heißt das? Kabine? Im Abteil. Abteil, genau. Dann tue ich natürlich, also mich vorstellen und ein bisschen reden mit ihnen, das mache ich immer, ja. Aber jetzt sind wir also zu zweit so ich und meine Frau, also in der Abteilung gewesen und dann tue ich einfach lesen oder Podcast hören. Oder mit der Frau reden. Oder mit der Frau reden. Das machen wir die ganze Zeit, weil wir haben auch kein Fernsehen. Das ist vielleicht auch so ein Tipp. Ich tue sehr häufig so mit mir, also mit mir selber so vor dem Spiegel reden und erzähle einige Sachen so meiner Frau, was vielleicht sie schon 10-mal gehört hat. Auf Schweizerdeutsch. Ja, Lehrt sie auch Schweizerdeutsch? ja, also mit mir zusammen, also wir machen das jetzt zusammen und es ist einfacher, wenn du so einen Partner hast und ich muss nicht so ein Muttersprachler sein, aber dein Hirn muss schaffen und Genau. du musst aktiv sein, also selber, Je, wenn du vor dem Spiegel redest mit dir. je mehr man die Sprache braucht, desto besser lernt man es, oder? Genau, so ist es, ja.
Ja, und was vermisst du von daheim? Gibt es etwas Spezielles, was du vermisst? Vielleicht Kulinarisches oder anders? Ja, meine Frau ist eine Foodbloggerin und darum macht sie so auch kroatisches Gericht und Schweizer Gericht und alles. Sie tut alles ausprobieren und dann mache ich das auch mit ihr. Aber von daheim, ja, Familie und Freunde, also Leute, die ich kenne, dass wenn ich nicht kann mit ihnen so auf Skype sein, dann wenn ich in Kroatien bin, dann gehe ich sie besuchen. Ja. Ja, das ist das Wichtige. Das Materielle lässt sich ja ersetzen oder so. Ja, das ist... Und wenn man im Ausland lebt, dann lernt man verschiedene Kulturen kennen, andere Nationen und die Leute sind anders, ja. Sie funktionieren anders, sie reagieren anders, vielleicht hat es andere Witze oder so, die man macht. Und wie ist das für dich? Was hast du so für Unterschied entdeckt? Also so interkulturelle Unterschied. Also du zwischen meinst Schweizer und Kroaten zum Beispiel. zwischen Kroaten und Schweizer, ja. Ja, ich habe auch in Holland habe ich auch Holländer kennengelernt und Ungarer habe ich auch kennengelernt. Aber zum Beispiel zwischen Schweizer und Kroaten würde ich sagen, zuerst, also Kroaten sind mehr so ironisch, erzählen mehr Witze und so, und Schweizer sind so mehr seriös, ja. Sie machen nicht so viel Smalltalk und so weiter. Kroaten sind so mehr machen Smalltalk, zum Beispiel im Alltag. Und ich würde sagen, so Kroaten sind lauter und temperamentvoller. Zum Beispiel vielleicht ähnlich wie Italiener, würde ich sagen. Wenn etwas passiert, so wenn sie aufgeregt sind, sie zeigen das eigentlich. Ja. Und Schweizer ist mehr so zurückhaltend. Also du weißt bei den Kroaten besser, woran das bist. Du siehst seine Gefühle besser. Ja, aber das ist vor allem in Dalmatien, in Kroatien, also im Teil, wo Dalmatien ist. Ich bin in Nordkroatien aufgewachsen, das ist nicht so, aber es ist auf jeden Fall mehr als Schweizer, also viel mehr. Wenn zum Beispiel, wenn sie glücklich sind, sie verbreitet das Glück. Ja. Wenn sie traurig sind, dann sind alle anderen Leute traurig. Und zum Beispiel, wenn in Dalmatien, sie singen viel und sie haben so ein Talent für das. Und dann, wenn sie traurig oder glücklich sind, sie tun so zusammen singen und so. Zusammen singen und so zeigen sie so ihr Temperament. Ja. Das ist so ein Unterschied. Ja, und Kroaten sind vielleicht, würde ich sagen, auch offener zur schnellen Freundschaft als Schweizer. Ja, das kann gut sein. Zum Freundschaften schliessen. Ja, also bei Schweizer das Vertrauen aufbauen, vorher gesagt haben. Das kann natürlich gut sein, dass du offener bist zu schneller Freundschaft, dann hast du gute Freunde vielleicht schneller finden, aber es kann sein, dass sie dich ausnutzen so mit der Zeit und das ist nicht so cool. Also du hast vielleicht schneller eine Freundschaft, aber es ist oberflächlicher. Genau, das ist mehr vorhanden in Kroatien als in der Schweiz. Die Schweiz ist mehr so zurückhaltend und zuerst müssen wir so das Vertrauen aufbauen. Das ist so der Fall. Aber ich weiß nicht, was noch, vielleicht gibt es noch Sachen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Jetzt im Moment. Ja, hat es auch schon lustige Situationen oder so Missverständnisse gegeben wegen kulturellen Unterschied? Nein, also ich bin auch nicht so laut, im Normalfall. Das passt mir gut. Oder zurückhaltend sein und so weiter, das passt mir gut. Aber es hat so lustige Situationen gegeben mit der Sprache. Das ist also zwei Situationen, wo ich sofort erzähle, wenn jemand mich fragt. Ich bin
im Büro gewesen, mit einem Kollegen von mir beim Arbeiten. Und wir haben beide so Laptops Mac. Und ich habe gesagt, so, wir haben das gleiche Kabel. Für, was ist das, für das USB und HDMI. Und dann hat es nicht funktioniert bei mir. Und bei ihm hat das auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, also, Mann, jetzt müssen wir beten. Ja, beten. Er hat das falsch verstanden, beten. Was meinst du, beten? Was ist beten? Also willst du das Bett machen oder was ist das jetzt? Du meinst beten. Ja, ich meine Bett eigentlich. Ich habe nicht gewusst, dass das Bett also, Wort ist zum Bett machen. Ihr müsst Gott um Hilfe bitten, so beten und nicht das Bett machen. Genau. Und, manchmal hilft es, wenn du keine Ahnung hast, wieso dass die Geräte nicht funktionieren oder so. Dann nachher ist mir auch schon passiert. Ja. Ja, und die zweite Situation wäre auch lustige Situation mit das Wort Zuckerli oder Zeltli oder was haben sie noch? Täfeli, ich denke auch. Täfeli, genau, Berner sagen Täfeli. Ich denke, in Basel sagen sie auch Täfeli, aber ich bin nicht 100% sicher. Ein Kollege von mir, wir sind also Zürich gewesen, in einer Beiz, so, und ein Kellner ist zu uns gekommen und er hat gefragt, so, möchten Sie auch so ein Zeltli so dabei, also mit dem Kaffee? Und dann habe ich gesagt, Zeltli, was ist Zeltli? Jetzt müssen wir so ein Zelt aufstellen oder was? Das ist so lustig. Also, das ist eigentlich komisch. Man fragt sich, woher dass die Bezeichnung kommt für ein Zuckerli, ja, ein Zeltli. Also, genau. Ja, das ist manchmal lustig, eben, wenn es so Missverständnis gibt oder so. Und man lernt wieder etwas Neues. Und was denkst du in der nächsten Zukunft? Also möchtest du jetzt dich in der Schweiz niederlassen oder möchtest du weiter in andere Länder, vielleicht in ein paar Jahren andere Sprachen lernen und andere Erfahrungen sammeln? Oder zieht es dich wieder heim auf Kroatien? Ja, warte mal, ich habe noch Schweizerdeutsch nicht gelernt. Also nein, also ich fühle mich wohl also in der Schweizer Zeit und jetzt habe ich auch eine Gelegenheit, jetzt Schweizerdeutsch zu lernen. Jetzt habe ich mit dem angefangen. Also die Gelegenheit habe ich ja jetzt beim Shop gepackt, ja, sozusagen. Auch Sachen, also, die ich vorher erwähnt habe, wo gut sind, wo mir passen, das mit der Pünktlichkeit, also mit der höheren Technologiestandard, ja, also wieso nicht bleiben? Ja. Genau. Also du kannst dir vorstellen, dass du jetzt ein bisschen dich niederlässt, so ein bisschen sesshaft wirst und längere Zeit in der Schweiz bleibst. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und was ist dir wichtig im Leben? Oder hast du etwas so wie ein Lebensmotto? Ja, das kann ich zuerst vielleicht auf Englisch sagen. Also das Lebensmotto, das ich immer verfolge so im Leben, das ist so: If you do what's easy, your life will be hard. Das heißt so, wenn du das tust, was einfach ist, das Leben wird sozusagen schwer sein für dich oder schwerer. Und wenn du aber das tust, was schwer ist, sofort, ja, wie so eine langfristige Investition, die ich vorher erwähnt habe, dann das Leben wird einfach oder einfacher sein. Ja. Das ist einfach, was ich glaube. Und ich versuche immer so ja, den Weg so des geringsten Widerstands so nicht einzuschlagen. Wenn ich so 3 Optionen habe zum Beispiel, und die dritte Option ist die schwierigste Option. Aber ich weiß, dass nach 5 Jahren also bin ich besser so aufgestellt als vorher. Und dann besser, wenn ich das auswähle, dass ich so wieder aus der Komfortzone Situation. Aber dann
schlussendlich, also machst du schneller Fortschritte, hast du weniger Konkurrenz auch dabei, weil Leute entscheiden sich nicht für das, was das Schwierigste ist im Normalfall. Also du tust dich nicht auf deine Lorbeeren ausruhen, sondern suchst immer neue Herausforderungen. Genau. Also für jetzt mache ich das so, ich weiß nicht, ich bin 31, also das ist nicht, ich bin nicht noch alt und weiß nicht, was später kommt, aber bis jetzt habe ich so gelebt. Hast noch genug Energie und Kraft, um das durchzuziehen. So. Ja, das ist sicher... es gibt ja das Gedicht «The Road Less Traveled By». Und dort heisst es auch, der Schlusssatz, ich habe das eigentlich auf Englisch gelernt, der Schlusssatz heisst auch, ich habe den Weg genommen, wo die weniger Leute eingeschlagen haben und das hat einfach den Unterschied gemacht. Ja, das macht dein Leben einzigartig, also du gehst nicht mit der Masse. Also eben, es ist schwerer, du baust so ein Fundament auf und das Fundament hast du nicht verlieren, so einfach. Zum Beispiel in Sprache, wenn du lernst zum Beispiel, sagen wir Französisch jetzt, und Französisch sehr gut gelernt hast, du hast nicht so heute auf morgen das verlieren einfach. Genau, materielle Sachen, die kannst du verlieren, das hast du vielleicht auch erlebt, jetzt mit dem Erdbeben. Kroatien, ja, dass das irgendwie sehr schnell kann weg sein oder alles kaputt sein oder so. Und dann, aber dein Wissen, das nimmt dann niemand weg, ja. Genau. Ja. Und es ist auch nicht so, wenn du zügeln oder so, ist es weniger mühsam. Also wenn du all deine Habseligkeiten musst packen, je mehr das du hast, desto schwieriger und schwerfälliger tust du umreisen in der Welt und das Wissen hast du einfach im Kopf und das kommt immer mit dir. Du musst nicht zurücklassen. Ja, voll. Ja, möchtest du noch einen Link von dir teilen oder so, wenn jemand möchte schauen, vielleicht was deine Frau bloggen oder so, oder vielleicht hast du auch etwas. Ich weiß nicht. Ja, ich kann von meiner Frau. Also wenn jemand will mit mir so in Kontakt kommen, also kann ich LinkedIn, Facebook, Instagram. Die können wir alle so in Google finden, so unter Dario Zagut. Und also meine Frau jetzt, sie ist ein Food-Blogger, wie ich gesagt habe, auf Instagram. Und ihr Username ist eatingcheating.com. Also, und ihre Webseite ist eatingcheating.com. Das heißt so Eating, so Essen, Cheating, so wie Betrügen beim Essen, sagen wir so. Und das nicht direkt übersetzen. Das heißt, sie macht das so, dass 6 Tage so in der Woche, sie macht so gesunde Rezepte. Einig, also in der Woche gibt es keine so Begrenzungen. Also du isst, was du willst. Darum heißt es so, auf Englisch heißt das Cheat Meal, so heißt Cheat Meal. Aha, genau, wo man nicht muss Kalorien zählen und nicht ja, all die Regeln einhalten und eigentlich über die Schnur schlägt. So ein bisschen. Ja. Also du tust dir gönnen so in der das Woche. macht Sinn. Unter der Woche asketisch leben und vielleicht am Sonntag so sich etwas gönnen. Genau, aber grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass man so die meiste Zeit so gesund ist. Das ist schon, glaube ich, wichtig. Also vielleicht wäre es einfacher, wenn du so den Link einblendest unter dem Video oder im Video. Genau. Also das ist, die Homepage ist eatingcheating.com. Genau. Ja. Und von dort aus kommen wir dann weiter. Sehr wahrscheinlich. Genau. Super. Merci vielmals für deine Zeit, merci vielmals für das Interview. Du hast uns sehr gute Tipps gegeben. Ich hoffe, es hat andere, die davon profitieren können. Und ich wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende und bis am Montag. Am Dienstag. Ja, danke, Katrin, für deine Einladung. Ja, bitte, ist gern geschehen. Tschüss, Dario. Mach's gut. Tschüss, Katrin. Tschüss. Merci.